Vorsicht, das könnte sehr schnell außer Kontrolle geraten. Wie hat's die Avery formuliert? Sitten und die allgemeine Meinung. Und der Dima sitzt zwischen den zwei Stühlen. Der linke Stuhl zum Beispiel ist jetzt der sinnbildlich gesehen Verhaber und der rechte Stuhl die Kinder des Atoms. In dem Wissen, wurscht was er tut, es gibt Tode auf jeder Seite. Und er noch mit dazu. Dima, ich habe die Bänder aus Martins Versteck. Ausgezeichnet. Ja, das sollte funktionieren. Lass mal hören. Schön, seine Stimme wieder zu. Ziemlich düster das Ganze. Da, es ist nicht schön, die Worte eines alten Freundes zu verdrehen. Aber ich glaube, Martin würde es verstehen. Dieses Band sollte reichen, um den hohen Beichtvater in die Kommandozentrale zu locken. Tactis ist allerdings sehr misstrauisch. Verdienst du dir erst sein Vertrauen, sollte die Sache etwas glatter verlaufen. Du musst dann die Leiche verschwinden lassen. Die Mauern der Wartungsschächte waren noch nie besonders gut gewartet. Das sollte also funktionieren. Wenn du fertig bist, kommen wir wieder her. Dann schicken wir den Ersatz los. Also, bist du bereit? Wie soll ich Tectus Vertrauen gewinnen? Beweise der Familie deine Treue. Hilf ihnen, wenn sie darum bitten. Zeig den Kindern und Tactis, dass sie sich auf dich verlassen können. Einen seiner Schützlinge wird er kaum verdächtigen. Also bist du bereit, diesen Plan in die Tat umzusetzen? Wie laufen die Vorbereitungen für den Ersatz? Bisher lief es recht gut, aber die knappe Zeit macht mir etwas Sorgen. Aber er sollte bereit sein, wenn du es getan hast. Ich bin bereit. Dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Hier ist das Band. Das Schicksal der Insel liegt in deinen Händen. Dima, sag mal, warum nennst du mich eigentlich Nick? Kanntest du mich nicht schon vor meiner Persönlichkeitsprägung? Wir hatten im Institut keinen Namen. Und seit die Persönlichkeitsexperimente angefangen haben, hast du dich immer Nick Valentine genannt. Wenn ich dich anders nennen soll, mache ich das natürlich gern. Nein, ich mag den Namen. Wenn man etwas lange mit sich rumträgt, hängt man auch irgendwann dran. Na klar. Sie sind ja irgendwo sympathisch, beide. Dima und Nick. Weiß nicht. Wie die zwei Stiefkinder, die ich nie haben wollte. Unglaublich, unglaublich. So. Jetzt ist einmal genug mit dem ganzen Selbstmitleidsgetue, Habernakel, Schiffdakel. Wir werden jetzt einmal kurz nach Verhaber reisen. Ich möchte mal kurz was einkaufen. Und dann werden wir geschwind zum Dings reisen, zum Tactus und mit ihm reden. Ich hoffe, dass wir das mit Charisma hinkriegen. Ich hab's, glaube ich, mit Charisma hingebracht. Muss aber erst einmal schauen, wie das funktioniert. Und ansonsten speichere ich und lade noch einmal. Aber das werden wir dann eh sehen, gell? Ja. Viel zu tun haben wir nimmer. Und dann geht's wieder ab ins Commonwealth. Psst, suchst du ein Schnäppchen? Handeln wir. Sehr gerne. Ja, komm her da. Wahnsinniger. Das nehmen wir mit. Brauche eigentlich nur Munition. Hast du vielleicht irgendwas? Ah, die haben wir schon. Schmutziger Trenchcoat. Ja, gib her. Wo war denn? Käfigrüstung braucht man nicht unbedingt. Lumpen mit Kapuze.
Entschuldigung. Sonnenbrille. Ah, das ist die. Na, wenn ich noch mehr Glück hab, dann eine Brustmahlzeit. Ja, da Munition. Weil der hat ja nicht so viel. Weißt du was? Nehmen und geben. Geben und nehmen. Die Seefahrerin sagt, dass der Nebel lebt und ich hören kann. Ja, Also pass auf, was du sagst. Bist du zum Handeln hier? ja. Zeig mal, was du da hast. Handeln wir. Handeln wir. Der wiederholt sich. Wird langweilig. Immer diese Wiederholungen. Schlimmer wie im Fernsehen. Haben wir schon. Was hat er bekleidungstechnischerweise der gute Mann? Haben wir schon. Schutzbrille. Du kommst aus dem Commonwealth, nicht wahr? Ja. Nahrung. Jetzt möchte ich was ausprobieren. Wie schaut denn das aus? Stimpaks. Alles auf Lager. Wow. Der volle Schutz zu jeder Zeit. Adelheid, mein Vater schreit. Lass dich von der Insel nicht überrumpeln. Kauf meine Waffen. Nur Wow. Alan hat genug Rückgrat, sich gegen die Kinder zu stellen. Sexy. Gut. Ich werde es da kurz speichern. Weil ich glaube, es schmiert mir gleich wieder das Spiel ab. Ja. Wow. Also ich muss sagen, das passt hier ganz gut, gell? Hat der Tate wieder gut hingebracht. Lumpen mit Kapuze, wie schaut das aus? Naja, schaut auch nicht für schlechte Eltern aus bei ihr. Warte mal. Aha. Himmel, Arsch und Po, Mexiko. Sorry. Den habe ich jetzt müssen loslassen. Ich weiß, ich bin ein böses Mädchen. Oder ein böser Junge. Such das aus, ich weiß es nicht. Kruzifix noch einmal. Da redest du mit mir und da bin ich ja der komplett der falsche Ansprechpartner. Ich suche nur gerade was mit Dingenskirchen halt. Ich suche nur was mit extra Charisma. Einstärke. Aha. Naja. Himmel, Arsch und Po, Mexiko. Lass dich leiten von seinem Licht. Natürlich, ich lass mich leiten von seinem Licht. Bla bla bla, wissen wir schon. Gut. Das ist für heute jetzt die letzte Sache, die wir noch machen. Und dann beende ich das Let's Play für heute wieder. Weil meiner eins muss der Schlafdagenter. Was? Schlafdagenter? Was ist denn das schon wieder? Wie schaut denn das aus? Okay. Jetzt da wir den Schatz da mal aber. Das Charisma lassen wir oben.
Ja, sonst haben wir nichts mehr, was irgendwie mit Charisma zu tun hat. Naja. Wie heißt ein altes Sprichwort? Himmel, Arsch und Po, Mexiko. Gut, wo ist der gute alte Mann? Naja. Himmelarsch und Beutelsturz. Die Spaltung wird uns alle rechtzeitig erreichen. Ja, mich hat sie schon erreicht. Jeden Tag in der Früh beim Scheißhaus. Da spaltet's mir auch einiges zusammen. So. Wie schauen wir... Boah, Alter, die Frau schaut aus. Das war kein Augenschmaus. Plus 11. Sollt hinhauen. Entschuldigung, hoher Beichtvater? Sei gegrüßt, mein Kind. Du bist ein echtes Vorbild. Wahre Hingabe für Glauben und Familie. Wie kann ich dir helfen? Ich habe ein Holoband gefunden. Beichtvater Martin will zurückkehren und alles übernehmen. Wir sollten einen Plan aufstellen, aber nicht hier. Die Tunnel der Kommandozentrale müssten weit genug von den Kindern entfernt sein. Martin? Das kann nicht. Spiel es ab. Ich will die Stimme dieses Feiglings hören. Okay. Jetzt müssen wir das abspülen, nur weil er zu blöd ist dafür. A new path. Oberst Liste. Martin, gell? Hört zu, Kinder. Tektes Zeit ist abgelaufen. Der Nukleus muss für eine neue Ordnung bereit sein. Meine. Ich kann es kaum glauben. Er lebt. Die anderen Kinder dürfen nichts davon erfahren. In der Kommandozentrale, ja? Ich werde dafür sorgen, dass wir nicht gestört werden. Ja. Ja, Nick, was immer für die nicht auch tue. Begrüße. Du alte Backpflaume. Oh, Solange du das Zeug trägst. wie immer, Nick. Ich werde es dir aber später zuschieben, in einem Augenblick, wo du nicht damit rechnest. So, Entschuldigung, dass ich heute ein bisschen ruhiger bin oder fast nichts sag. Was soll ich da viel sagen dazu? Ich weiß es nicht. Der Einzige, den es Zapferl in der Hosen steht, das bin ich, weil es einige Entscheidungen gibt, die ich für mich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann. Mein Kind, zeig dich. Also, sag, was hast du über Martin herausgefunden? Es ist aus, Tektes. Dima hat mich geschickt, dich zu töten. Ich werde es tun, wenn ich muss. Aber wenn du fortgehst, lass ich dich leben. Du arbeitest für... Du bluffst nicht, oder? Kein Ort auf dieser Insel ist vor ihm sicher, oder? Gut. Diese verdammte Maschine soll kriegen, was sie verdient. Okay.
Jetzt nochmal zurück zum guten alten Dima. Wir haben das geschafft. Wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten, und das ist gut so. Was für Stufe hätte man braucht wahrscheinlich? Ich glaube, ja, 8 oder 9. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ne, gekommen. Ach, strahlender Atom, leite deine Dienerin. Schlafen wir alle. Die faulen Schweine. Na bitte, plus 11, was willst du erwarten? Wir sind eigentlich relativ gut unterwegs, gell? Ja, sorry, aber ich bin halt ein Mensch, ich versuche halt in so Videospielen immer wieder ein bisschen mit Dings zu punkten, mit Charisma. Also, dass ich sehr wenig auf Gewalt setze. Man gut, das Spiel hast ja Interpretationsfreiraum, was Gewalt angeht, gell? Aber, mein Gott. Na, nicht hinhucken, Rautsmensch. Ich will so einen Totenkopf haben, daheim, als Deko. Gefällt mir. Und diese ganzen, Ladezeiten, ich will schauen, dass ich so viel wie möglich auszubringen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Habt ihr das gehört? War wohl doch nichts. Das, was du hörtest, leise und kurz, war ein geiler Lendenfurz. Er brachte meine Innereien zu Sturz. Gut, wir müssen zu Dima. Ich hoffe, das funktioniert. Wie gesagt, wir haben soweit alles auf der Insel gemacht, alles möglich, was möglich ist. Wir haben die ganze Insel erforscht und ja. Klingt nach einer interessanten Erfahrung. Ich bin froh, dass wieder Frieden auf der Insel herrschen wird. Atoms Vision war eindeutig. Ich danke dir nochmal, dass du mir Unterkunft gewährt hast, während ich unter seinem Einfluss stand. Gerne doch. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Das ist zu freundlich, Dima. Ich brauche nur etwas mehr frische Luft. Was denkst du über Arcadia, Nick? Naja, ständig unter wissenschaftlicher Beobachtung zu stehen, wäre jetzt nicht unbedingt mein Traum. Wenigstens ist der Nebel hier weit genug weg. Ich meinte eigentlich unsere Ideale, wie wir Synths hier leben, ohne unsere Identität zu verleugnen. Du hast leicht reden. Du und ich, wir können unsere Identität doch gar nicht verleugnen. Das bedeutet nur, dass wir in der perfekten Position sind, unseresgleichen zu helfen. Wir sind Vorbilder im Angesicht des Elends. Ich will aber kein Vorbild sein. Man hilft denen, die Hilfe brauchen. Mehr ist gar nicht nötig. Hey, Dima. Du hast es bestimmt schon gehört. Der hohe Beichtvater hatte eine Vision. Atom verlangt Frieden. Ich nehme an, du willst mir sagen, dass deine Aufgabe erledigt ist? Ich habe ihn dazu gebracht, die Insel zu verlassen und nicht mehr zurückzukehren. Wirklich? Vielleicht keine ideale Lösung, aber letztlich kommt es auf das Gleiche hinaus. Ich beneide Dima. Das alles hier weckt in mir den Wunsch, meine Erinnerungen auch löschen zu können. Jetzt kehrt endlich Frieden auf der Insel ein. Was wir getan haben, ist eine große Bürde. Aber jetzt können der Nukleus, Far Harbor und Arcadia gedeihen. Gemeinsam. Und du glaubst wirklich, du kannst dem hohen Beichtvater vertrauen? Ja. Du weißt, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe ihm die besten Eigenschaften von Tectis gegeben und von Martin.
Erinnerungen an seine sanfte Stimme werden den neuen Hohen Beichtvater leiten. Ich habe nur das Richtige getan. Es war nötig. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Davon wird das Urteil über unsere Taten abhängen. Ich kümmere mich von hier aus um alles. Sorge dafür, dass die Kinder des Atoms und Fahrhaber verhandeln. Sie werden gemeinsam wachsen. Unter unserer Führung. Die Kinder werden in ihrer strahlenden Festung feiern. Die Haberbewohner werden weiter überleben und sich das zurückholen, was der Nebel ihnen genommen hat. Und meine Leute sind in Sicherheit. Hier, für deine Mühen. Du solltest auch den Nukleus besuchen. Ich glaube, der Hohe Beichtvater will mit dir sprechen. Und natürlich bist du jederzeit in Arcadia willkommen. Ohne dich hätten wir es schließlich nie geschafft. Du hast den Skill Beschützer von Arcadia erhalten. Wenn du schweren Schaden erleidest, besteht die Chance, einen großen, zeitlich begrenzten Bonus auf Schadens- und Energieresistenz zu erhalten.